SRF Audio. Franziska, du hast das neue Buch der deutschen Autorin Lucy Fricke mitgebracht. Das Fest heißt das Buch. Was wird denn da gefeiert? Ein Geburtstag. Ein Geburtstag und verbreitet das Buch Partylaune? Nicht unbedingt, aber es macht wahnsinnig Freude zum Lesen. Dann würde ich sagen, lass uns feiern. Das Fest, der neue Roman von Lucy Fricke, darüber sprechen wir jetzt im Podcast Literaturclub 2 mit Buch. Ich bin Katja Schönherr. Und ich, Franziska Hirsbrunner. Franziska, die Lucy Fricke ist Anfang 50. 6 Romane hat sie inzwischen geschrieben. Durst ist schlimmer als Heimweh zum Beispiel oder Die Diplomatin. Ich kenne sie vor allem für ihren Roman Töchter. Darin geht es um 2 Freundinnen, die den Vater der einen zum Sterben in die Schweiz fahren sollen und ja nie dort ankommen. Meine Handlungsbeschreibung tönt jetzt nicht so, aber es ist wirklich ein extrem witziges Buch. Da gab es Szenen, das weiß ich bis heute, dass ich da schallend gelacht habe. Also scharfer Humor ist schon eines der Markenzeichen von Lucy Fricke, oder? Ja, absolut. Ich würde sogar sagen, so ein bisschen anarchischer Humor. Und etwas, was ich auch gerne würde sagen, Lucy Fricke hat lange beim Film gearbeitet, und zwar als Continuity. Das sind die auf die Anschlüsse achten müssen. Also, dass bei jedem Take der Brokkoli genau am gleichen Ort und die Kaffeetasse nicht auf einmal leer ist. Genau, und solche Sachen. Und Ziege abgeraucht oder ganz neu angesteckt. Und ich finde, das merkt man wirklich, weil die Lucy Fricke erzählt unglaublich genau und gleichzeitig ist sie fast traumwandlerisch flüssig. Also so, dass es eben wirklich Freude macht, auch bei einem sinisteren Thema, wie zum Beispiel Sterbehilfe. Also die Anschlüsse stimmen bei ihr. Immer. Und schafft sie jetzt noch als, wie heißt das, Continuity? Continuity, ja genau. Nein, schon lange nicht mehr. Also jetzt ist sie ja sogar zu ihrem eigenen Erstaunen eine Bestseller-Autorin. Also das Buch Töchter, das du gelesen hast und dir so gefallen hat, ist ihren erster Bestseller gewesen. Dann ist das zweite Buch über eine Diplomatin. Ist auch einer gewesen. Und jetzt sieht es so aus, wie wenn das Fest auch wieder rein würde. Und hat sie sich gewöhnt ans Bestseller-Autorin-Dasein? Ich habe sie natürlich auch gefragt, was macht das mit einem als Autorin, wenn man plötzlich so im Rampenlicht steht und viel Geld verdient? Langsam gewöhne ich mich dran. Das Schöne daran ist natürlich die finanzielle Freiheit. Und ich weiß immer noch, wie schwer das war bei den ersten 3, 4 Büchern. Also auch bei Töchter war das, mein 4. Roman, war das nicht absehbar, dass das so ein Erfolg wird plötzlich. Ich musste immer andere Jobs nebenbei machen und habe sozusagen Geld verdienen müssen, um schreiben zu können. Und das war eine andere Art von Druck. Also ich werde jetzt manchmal gefragt, wie ich mit dem Erfolgsdruck umgehe, und habe das Gefühl, Erfolgsdruck ist so viel angenehmer als dieser Druck der Existenzangst. Ja, also den ich ja zur Genüge kenne und der auch wahrscheinlich tief im Inneren immer bleiben wird. Aber jetzt zu sagen, ach, ich nehme mir Zeit und ich schreibe nur den Roman. Ja, und ich flitze nicht durch die Gegend und muss irgendwie hier jobben und da irgendwelche Aufträge erledigen und das Geld zusammenkratzen und dann sagen, jetzt habe ich wieder 2 Monate quasi Geld verdient, um zu Hause bleiben zu können und den Roman zu schreiben. Das ist was sehr Schönes, und ich versuche natürlich beim Schreiben jetzt nicht an die Außenwelt so sehr zu denken. Ja, das klingt, als wäre Lucy Fricke angekommen in ihrem Schriftstellerin-Dasein. Jetzt hat sie also ihren nächsten wahrscheinlichen Bestseller geschrieben, Das Fest. Erzähl doch mal, worum geht's da? Also es geht um einen Mann, der etwa gleich alt ist wie Lucy Fricke, nämlich er wird 50 und wo ein ähnlich, ich sage jetzt mal, bevor man dann eben Star wird oder Bestseller-Autorin, Autor, prekären Beruf hat. Er ist Filmregisseur. Das ist es wie lange sehr gut gegangen und jetzt geht es überhaupt nicht mehr gut und er hat einfach die totale Krise. Das ist so der Kern vom Plot, und natürlich kann die Krise nicht die Krise bleiben, also es kommt dann einiges in Bewegung, damit er aus dieser Krise rausgeholt wird. Also es ist ein Entwicklungsroman? In einer gewissen Art ja, allerdings spielt das Buch an einem einzigen Tag und die Entwicklung ist geleitet. Jakob, seine
beste Freundin hat heimlich Begegnungen für ihn organisiert. Das ist ein bisschen wie eine Staffette von Leuten, die für ihn mal wichtig sind. Er begegnet also zum Beispiel seiner ersten Liebe oder seinem Studienfreund. Und zwar alles in Berlin. Das ist nicht unwichtig, weil Berlin in den 1990er Jahren für den Jakob mal ein grossartiger Ort war. Und heute findet er ihn nur noch engstirnig und unfreundlich. Ich kenne den Berlin-Mythos, aber es hat mich Wunder genommen, wie ihn Lucy Fricker sieht. Ja, Berlin war unglaublich frei und billig. Also es kam halt sehr viel, oder es war hier möglich, einerseits billig zu wohnen, die Mieten waren nicht hoch, das Leben war günstig und es gab überall Freiräume, es wurde wahnsinnig viel ausprobiert, also künstlerisch, kreativ. Man zog oft um, man konnte bis morgens in Kneipen sitzen und bis abends irgendwo frühstücken gehen. Und es gab so eine Stimmung von alles ist möglich in der Stadt. Und ich glaube aber auch nicht nur in der Stadt, sondern das waren so die 90er und vielleicht auch noch beginnenden 2000er Jahre, wo das so ein bisschen die Stimmung auch, glaube ich, generell war. Und dieser Stimmung trauert der Jakob jetzt hinterher, höre ich da raus oder habe ich bei dir vorhin rausgehört? Was ist das jetzt? Ist er in der Midlife-Crisis jetzt, wo er 50 wird? Ja, einerseits ist es eine persönliche Krise, andererseits geht es schon auch um gesellschaftliche und politische Veränderungen und entsprechende Sorgen. Aber die Ellen, die beste Freundin, sie ist auch die Erzählerin und die alle Fäden in der Hand hat, die findet, so eine Krise gibt es jetzt nicht. Sie taucht am Morgen vom Geburtstag beim Jakob auf mit Champagner, einem Schokokuchen, Kerzchen und einer Badhose, wo sie so ein bisschen ungeschickt, das kann sie nämlich nicht gut, ungeschickt eingepackt hat, kommt sie zu ihm und dann läuft ihr Projekt an, auch wenn es am Anfang ziemlich düster tönt. Seit Wochen hatten wir uns nicht gesehen. Grundlegend müde sei er, hat er am Telefon gesagt, müsse mal nachdenken. Bloß, dass einem nichts einfiel, wenn man immer nur zu Hause blieb. Das war meine Meinung. Jakob und ich hatten gemeinsam die halbe Welt gesehen und jedes Mal hatten die Freunde gedacht, bei der nächsten Reise werde aus uns beiden endlich ein Paar. Manchmal hatten wir es sogar selbst geglaubt. Wir waren ineinander verliebt gewesen, immer mal wieder, immer abwechselnd, nie gleichzeitig. Wir hatten, könnte man sagen, über 3 Jahrzehnte Zeit gehabt, uns zu verpassen. Und jetzt standen wir hier als beste Freunde an seinem 50. Geburtstag, den er nicht feiern wollte. Gut, jetzt wissen wir schon mal so, worum es geht. Was hat denn für Lucy Fricke den Anstoß gegeben zu diesem Roman? Es ist eine spontane Idee gewesen, hat sie mir gesagt. Es ist ein bisschen aus einem Scheitern heraus, glaube ich, auch entstanden, was ja manchmal auch sehr gut sein kann. Also ich wollte eigentlich ein ganz anderes Buch schreiben und bin da ein bisschen gegen die Wand gefahren. Und da ging es aber auch um eine jahrzehntelange Freundschaft. Und also am Anfang hat mich das natürlich nicht so glücklich gemacht, dass ich dieses große Werk jetzt nicht schreiben konnte, sondern dann was Kleines gemacht habe. Ich habe auch gemerkt, das sind natürlich so die ganzen Überlegungen, die ich mir gemacht hatte. Und ich denke sehr viel nach, bevor ich ein Buch schreibe. Also ich verbringe 1 Jahr wahrscheinlich nur mit Nachdenken eigentlich über das Thema, über die Figuren. Und all das ist jetzt in dieses sehr kurze Buch reingegangen, sozusagen in anderer Form. Und dadurch konnte ich mich hinsetzen und das sofort schreiben. Und dann hat es auch noch persönliche Gründe gehabt. Ich bin ja selber auch 50 geworden im Dezember. Das heißt, ich habe so beim Schreiben meinen eigenen 50. so ein bisschen vorweggenommen. Und es ist natürlich so, jetzt in dem Alter, klar sind meine Freunde auch, also ständig ist man zu 50. Geburtstagen eingeladen seit ein paar Jahren. Und das ist doch für viele immer noch so der erste Einschnitt. Es ist anders als 40 werden und noch nicht so wie 70 werden. Aber viele machen sich in der Zeit, glaube ich, noch mehr diese Gedanken, ja, wo stehe ich? Und dass es auch mehr eben um das geht, was man verloren hat. Also es ist nicht mehr so positiv wie so ein 30. Geburtstag. Das ist noch interessant. Es gab eine Zeit lang, wo ich ständig zu Hochzeiten eingeladen war. Ich fürchte, jetzt kommt dann bald auch bei mir die Zeit, wo die 50. Geburtstage anstehen. Du wirst nicht drum herumkommen. Gell?
Das Fest ist wirklich keine nebelverhangene Geschichte. Es ist ein lustiges Buch, es ist ein anregendes Buch, aber an der Basis ist eine Krise. Da geht es um einen Mann, der meint, sein Leben sei gelaufen. Und ich kann von der Lucy Fricke wissen, was sie an einer Krise interessiert. Sie schreibt ja ab und zu mal eine. Also Krisen finde ich natürlich immer per se interessant. Ich fand jetzt das Spannende oder Reizvolle, auch jemanden quasi aus der Krise zu schreiben. Also aus einer Krise, die ja fast hausgemacht ist. Also es ist ja auch viel Selbstmitleid in dem Fall. Der hat ja etwas Lamoyantes zu Beginn, jammert eigentlich viel, obwohl er ein unglaublich reiches und gutes Leben hat. Und ich glaube, das war so, mal zu zeigen, es geht ja eigentlich gut. Also jetzt steh endlich mal auf, ja, komm mal aus dem Quark und schau dir an, wie schön dein Leben ist. Und ich glaube, dass sowas, vielleicht auch, weil ich so viel reise oder ja jetzt auch gerade wieder von längeren Reisen zurückgekommen bin und ganz andere Krisen sehe woanders, also die deutlich härter, schwerer und wirklich umfassender sind, also aufgrund der politischen oder der wirtschaftlichen Lage in anderen Ländern, dass ich manchmal dieses Gejammer in Deutschland oder halt hier so in unseren Teilen von Europa kaum aushalte. Und dass ich oft in der Situation bin, dass ich so im Freundeskreis die Leute echt schütteln möchte und sage, es ist gut, es ist alles in Ordnung hier, du kannst über dein Leben herrschen, du kannst frei sein, du kannst lieben, wen du willst, du kannst eigentlich alles möglich machen und hör bitte auf zu jammern. Und das, ja, war einerseits so die Motivation, sowas auf eine, hoffe ich, liebenswerte, charmante Art zu tun und nicht so brutal. Aber es gibt in dem Fall gar nicht so den ganz großen Grund für die Krise. Es ist ein Leiden an sich selbst. Und da braucht es dann manchmal von außen, glaube ich, Menschen, die einen wirklich mal durchschütteln. Also Franziska, wenn ich es richtig verstehe, ist jetzt die Ellen diejenige, die den Jakob mal durchschüttelt, indem sie ihm so verschiedene Begegnungen, ja, so Rückblicke auf sein Leben damit aufzwingt. Er trifft jetzt also diese ganzen Menschen nach und nach, Posten für Posten, wenn ich es richtig verstehe, aus der Vergangenheit. Was macht denn das mit ihm? Also es ist auf gar keinen Fall so, wie es vielleicht in einem Psychotherapie-Lehrbuch wäre, dass der Jakob jetzt so durch verschiedene Stationen von Begegnungen würde lernen, sich zu konfrontieren oder sich neu aufzustellen. Aber er wird tatsächlich verwandelt. Und das erste Mal auf den ersten Blick auf eine ganz schreckliche Art und Weise. Er macht sich nämlich bei jeder Begegnung massiv weh. Okay. Also zuerst Geburtstag mit Blessuren. Genau, also zuerst beim Schwimmen, er hat ja Badhosen bekommen von der Ellen und sie hat ihn in die Badi geschleppt und dort trifft er auf seine erste Liebe. Also er kumpelt vom 5 Meter, er geratet ins Trudeln, er klatscht mit dem Gesicht aufs Wasser und das macht dann nötig, dass man ihm unten in der Mitte einen Zahn ziehen muss. Das gehört dann auch zu seinem 50. Geburtstag. Und es ist unglaublich. Man kann nur lachen, wenn man davon erzählt. Es wirkt so, wie wenn das gar nicht schlimm wäre. Ich habe Lucy Fricke gesagt, es sei wie ein Slapstick von Blessuren. Aber der Jakob übersteht die, wie wenn nichts wäre. Das war das Schöne, also dass er immer verwundeter wird. Also ein bisschen ist ja dieser Satz im Roman, jedes Kapitel im Leben hinterlässt seine Wunden. Das war nicht so geplant am Anfang, ne? Das mit dem im Schwimmbad, dieser Unfall, ja. Und dann, ich weiß nicht, konnte ich mich irgendwie nicht mehr beherrschen. Das ist so ein bisschen mit mir durchgegangen da. Und ich habe ja auch, ich liebe eigentlich Slapstick, habe mich das aber nie getraut, das auch noch in einem Buch irgendwie so raushängen zu lassen, diese heimliche Leidenschaft für Slapstick. Und was ich dann aber so schön fand, ist, dass er mehr und mehr wirkliche Verletzungen hat und trotzdem aber eigentlich immer aufrechter geht. Also die werden dann sichtbar und alle sehen das und alle behandeln ihn auch vollkommen normal. Das ist ja auch so eigentlich jetzt nicht so realistisch, ne? Also dass alle mit ihm umgehen, als sei überhaupt nichts. Und er selber auch darüber so hinweggeht. Und das ist aber, glaube ich, dieses innere Wachsen an diesem Tag, dieses immer glücklicher werden, immer mit sich auch versöhnlicher. Er weiß, er sieht am Ende des Buches ja auch total furchtbar aus. Also ist ja wirklich verwüstet und kann aber darüber lachen, dass er im Prinzip endlich so aussieht, wie es ihm im Inneren geht,
ist für ihn ein Grund zur Freude und zur Leichtigkeit. Also es ist so ein Annehmen auch der Wunden und auf eine ganz fröhliche Art fast damit lernen zu leben. Fast gleichzeitig mit der Lucy Frick ihrem Roman über einen Mann, der denkt, mit 50 sei das Leben gelaufen, ist ein Buch von unserer Kollegin, der Philosophin Barbara Bleisch, erschienen, «Mitte des Lebens», eine Philosophie der besten Jahre. Das ist ein sehr ähnliches Thema. Barbara Bleisch hat mir erzählt, dass sie irgendwann in diesem Jahr eine gemeinsame Lesung wird haben mit der Lucy Fricke. Ah, das passt ja gut. Finde ich auch. Aber mit den besten Jahren muss man einem gescheiterten Filmemacher in der Lucy Fricke ihrem Roman natürlich nicht kommen. Es ist auch ein Typ, der gerne gegen den Strich denkt, wie das ganze Personal, finde ich, in den Roman von der Lucy Fricke. Also, der lässt sich jetzt nicht so schnell trösten. Und er hat ja wirklich einfach auch keinen Plan. Barbara Bleisch sagt, keinen Plan haben, das könnte man auch positiv sehen. Es ist ja lustig, keinen Plan haben könnte ja auch total schön sein. Weil die Tatsache ist ja, dass man ganz lange einen Plan braucht. Also, wenn man so 16, 17 ist das ja das Nervige, dass immer alle fragen am Familienfest, und, was wirst du mal, was machst du mal? Und wehe, du hast keinen Plan. Also von dem her ist ja eigentlich mal keinen Plan haben, könnte ja schön sein. Und das ist auch etwas, was mich interessiert hat. Warum ist eigentlich das Gefühl von dieser relativ unverplanten Zeit, die möglicherweise vor einem liegt, gar nicht für alle befreiend, sondern für andere auch bedrohlich. Und das hat zum Teil damit zu tun, dass die meisten von uns sogenannt telisch unterwegs sind im Leben, also sehr zielfokussiert, von griechisch telos. Man erledigt das eine, um das Nächste zu erreichen, und wenn man das erreicht hat, ist man schon wieder dran, sich zu überlegen, was kommt jetzt als Nächstes, und hechtet von Projekt zu Projekt zu Projekt. Und irgendwann kommt das eben zum Erliegen. Man hat nicht mehr wirklich einen Plan, man hat alles erreicht, was man wollte. Oder, wie in dem Buch, der Jakob, vielleicht eher so das Gefühl, eigentlich habe ich total viel wählen und jetzt ist aus dem irgendwie doch nichts geworden oder nicht das, was ich mir erträumt habe. Was mache ich jetzt? Und das Thema Mitte vom Leben kann man ja auch ganz unterschiedlich angehen, sagt die Philosophin Barbara Bleisch. Ich glaube sowieso nicht, dass es die Lebensmitte gibt. So wie wir unterschiedliche Menschen sind, haben wir unterschiedliche Lebensverläufe, unterschiedliche Biografien, unterschiedliche Temperamente, Charakterzüge, unterschiedliche Schicksale auch. Und darum gibt es unterschiedliche Arten, in der Mitte des Lebens zu stehen. Und darum versuche ich auch so ein bisschen von einer Geografie zu reden oder von einer Kartografie zu reden, von diesen mittleren Jahren in meinem Buch. Also so ein bisschen aufzuzeigen, es gibt schon verbindende Elemente, aber es gibt auch so verschiedene Abschnitte oder Landschaften, wo man nochmal dazu aufbrechen kann oder wo man darauf abschaut. Und eben gewisse Sachen haben wir gemeinsam, gewisse aber auch nicht. Philosophisch gesehen kann also die Lebensmitte eine Zeit voller Chancen und Freiräume sein. Aber was würde jetzt die Philosophie, was würde Barbara Bleisch einem Lebensmitte-Muffel wie dem Jakob in der Lucy Frick in ihrem Roman raten? Also ich glaube, ich würde im Jakob empfehlen, das zu machen, was ich als Philosophin immer mache. Nämlich zuerst mal rückzufragen und sich zu fragen, an was liegt es denn, dass ich das Gefühl habe, macht überhaupt alles gar keinen Sinn mehr. Ich will da überhaupt nicht aus dieser Wohnung raus und Geburtstag feiern, will ich auch gerade nicht. Weil zuerst sich mal überhaupt über die eigenen Motive klar zu werden, über die Gründe, die man hat im Leben, ist meistens eine relativ gute Strategie, um überhaupt in eine Antwort vielleicht hineinzufinden. Das ist so ein bisschen das eine. Und die andere, vielleicht sehr generelle Antwort, die ich auch geben würde, ist, dass ich glaube, dass wir Krisen falsch verstehen, wenn wir das Gefühl haben, das sind so ganz dunkle Abgründe, die wir auf gar keinen Fall ansetzen. Im Gegenteil, ich würde hier eher mich auf den Karl Jaspers beziehen, einen Existenzphilosoph, der gesagt hat, Krise ist ein Moment der Existenzerhellung. Also es sind eigentlich Momente, wo so weh, dass es tut, das Licht einfällt auf die schwierigsten, existenziellsten Fragen. Um was geht es mir? Wo stehe ich? Wer liebe ich? Was will ich in meinem Leben noch? Und wenn diese Fragen auf dem Tisch liegen, dann ist das manchmal sehr unangenehm. Aber ihnen auszuweichen ist noch die viel schlechtere Idee, weil sie bergen natürlich auch die Chance, sich dann wirklich nochmal aufzumachen und zu schauen, dass das irgendwie in ein neues Verhältnis hineinkommt. Ganz schön viel Lebensphilosophie heute. Ich habe jetzt gelernt, wir sind telisch unterwegs. Da habe ich mich sehr ertappt, so von Projekt zu Projekt. Genau. Aber schön fand ich jetzt auch, Krise ist ein Moment der Existenzerhellung oder auch dieses Licht, das in den Abgrund fällt. Empfindet das dann der Jakob auch so? Wird aus der Krise, sieht er das als
Licht? Er hat natürlich im Hintergrund jemanden mit einer riesen Taschenlampe. Und ich glaube, das ist das Erste, schon er merkt, dass er Menschen hat, die ihn gerne haben. Allen voran Ellen, die mit den Begegnungen, die sie für ihn organisiert hat, das sind ja riesige Geschenke, die sie für Licht sorgt damit. Und das Fest ist ein feines Buch. Es ist nicht einfach nur Slapstick. Es macht sich aber auch nicht einfach, wenn es um Psychologie geht. Es wird je länger, je inniger. Und ganz ähnlich wie Barbara Bleisch plädiert Lucy Fricke für Versöhnung. Das ist so komisch, wenn ich das so sage, aber ich wollte ein liebevolles Buch schreiben, wo Menschen liebevoll miteinander umgehen und sich in den Arm nehmen und nachsichtig sind und verzeihen können. Und das nicht, weil ich so als Autorin so naiv bin, zu glauben, die Welt sei so. Es ist ein bisschen vielleicht auch der Versuch, mir eine Welt zu erschreiben oder Figuren zu erschreiben, nach denen ich selber dann auch eine Sehnsucht habe. Wo ich mir wünsche, das wäre toll, wenn es so wäre, wenn wir so miteinander umgehen würden und diese Nachsicht hätten und diese Liebe behalten würden für Menschen, denen wir in unserem Leben begegnet sind. Und auch wenn das nicht immer gut geendet ist, dass wir verzeihen und uns trotzdem im Kern irgendwie schätzen und lieben. Franziska, ich kann das gut nachvollziehen, dieser Gedanke, dass es was Versöhnliches hat, wenn man verschiedene Menschen aus seiner Vergangenheit trifft und auch mit Abstand vielleicht viele Sachen anders sieht oder nicht mehr so aufgewühlt ist. Vielleicht auch versöhnlich in der Hinsicht mit der Vergangenheit, dass man merkt, ich habe auch ganz schön viel erlebt und ganz schön viele Menschen getroffen, dass einem das eigene Leben gar nicht mehr so nichtig vorkommt. Ja, genau. Wenn wir jetzt von versöhnlich reden, wird es dann vielleicht auch ein bisschen kitschig? Ich habe das Gefühl, überhaupt nicht. Es ist zwar ein grosses Verständnis für die Krise von dieser Figur da, auch wenn Lucy Fricke sagt, es ist ein Jammerlappen. Aber ich glaube, es wird dort interessant, wo es dieser bitteren Bilanz von dem Jakob, eben alles ist den Bach abgegangen, so ein grosses Moment entgegensetzt. Und wo, guck doch mal, was du alles erlebt aber hast. all die Figuren, also eben nicht wie ein Ratgeber, sondern eben wie im echten Leben mit ihren Ecken und Kanten auf den Jakob zugehen und den auch jetzt nicht einfach schleifen oder so und wo es häschern kann, was weiss ich. Also das Zusammenspiel von einem Setting und einer ganz genauen Figurenzeichnung und eben auch einfach ein wunderbarer Dialog. Das ist etwas, was Lucy Fricke wirklich sehr, sehr gut kann. Und frech sein, also sie ist oft frech, auch in ihren Wahrnehmungen und Äußerungen, das geht irgendwie gegen den Kitsch. Das erfüllt das Kitsch soll so quasi nicht. Und wenn du mir jetzt noch mal als Bilanz sagen könntest, was hat dir besonders gut gefallen am Buch? Die Stimmung. Ich bin irgendwie immer wieder in Berlin von heute und von damals gewesen und ich bin in den Beziehungen gewesen, im Schwierigen wie im Guten und es hat mir einfach imponiert, wie Lucy Fricke das schafft. Ich weiß nicht, es sind keine 140 Seiten oder so, wie sie das schafft, auf so schmalem Platz so viel entstehen zu lassen. Also auch, es gibt durchaus auch politische Fragen, soziale Fragen, die verhandelt werden. Und das ist wie in einem Film läuft das einfach so vor einem ab. Und ich würde total gerne mit einem Zitat aufhören, weil ich finde, vielleicht kann das besser sagen als ich, was ich so schön finde an diesem Buch. Und zwar ist ein Stafettenposten Begegnung mit Georg, das ist der Mitstudent und Wegegenosse gewesen. Die sind zusammen an der Filmschule. Die sind extrem bitter auseinander. Die haben sich seit 30 Jahren nicht mehr gesehen. Jetzt gehen sie zu dem Haus, wo sie damals gewohnt haben. Mhm. Das ist natürlich total saniert. Die aktuellen Bewohner, die reagieren total irritiert, wo sie läuten. Aber der Jakob, und ich meine, das sind wirklich Details, ich finde sie zum Küssen. Der Jakob hat immer noch den Estrich-Schlüssel am Schlüsselbund. Das heisst, sie können aufs Dach. Und das machen sie dann auch. Die sitzen dort oben wie früher jeden Abend und schauen auf den Fernsehturm, der natürlich immer noch am gleichen Ort steht. Also da ist immer noch ein Stück wirklich die schöne Welt von früher. Wir waren so glücklich, sagte Jakob. Aber Georg meinte, sie seien vor allem ahnungslos gewesen und zudem jeden Abend betrunken. Ein Zustand, den man sehr leicht mit dem Glücklichsein verwechseln könne. Nein, sagte Jakob, es war mehr.
Es war diese Euphorie des Anfangs. Nie wieder habe ich mich so gefühlt. Als wären mir danach die Anfänge und die Versprechen ausgegangen. Jakob solle es nicht persönlich nehmen, sagte Georg. Es liege weder an ihm noch an seinem Alter, nicht ausschließlich. Es seien damals die 90er Jahre zu Ende gegangen. Eine fantastische Zeit, die man erst jetzt zu schätzen lerne und die spätestens mit 9/11 ihr Ende gefunden habe. Danach sei es vorbei gewesen mit dem leuchtenden Optimismus. Eigentlich, sagte Georg, befinde sich die Welt seitdem im Kampf. Alles zerfiel. Während sie auf ihrem alten Dach saßen, wurde Jakob klar, dass es nicht nur der bevorstehende Geburtstag gewesen war, der ihm den letzten Rest an Leichtigkeit genommen hatte, sondern die Zeit als solche. Und dass die Generationen nach ihnen diese Leichtigkeit vielleicht nie kennenlernen würden. Es erschien wie eine wahrhaft große Erkenntnis, und er legte seine Hand auf Georgs Schulter. »Was für ein Glück wir hatten«, sagte er, »gerade eben noch so. Das fällt mir tatsächlich zum ersten Mal auf.« »Eben«, sagte Georg, »um Verluste trauern kann nur, wer mal etwas besessen hat.« Jakob ließ seinen Blick über das Dach schweifen. »Ich hatte hier oben sogar mal Sex«, sagte er. »Im Sommer 2000 muss das gewesen sein. Ich glaube, sie fand den Ausblick besser als mich. Soll ja vorkommen. Wenn ich mich recht erinnere, war Vollmond.« »Dir ist nicht zu helfen«, lachte Georg. Das war der Podcast Literaturclub 2 mit Buch mit mir, Katja Schönherr. Und mit mir, der Franziska Hirsbrunner. Produktion Barbara Peter, Sounddesign Michael Studer. Das Buch, das wir darüber geredet haben, heisst «Das Fest», geschrieben von der Lucy Fricke. Es hat 137 Seiten und ist im Klassen Verlag erschienen. Die kurzen Passagen daraus hat die Schauspielerin Lara Körte gelesen. Alle Angaben zum Podcast gibt's auch auf srf.ch/audio und dort unter dem Stichwort Literaturclub 2 mit Buch. Und noch eine Ergänzung, das ganze Gespräch mit der Lucy Fricke findet man auch dort. Das war ein Podcast von SRF. Produziert im Auftrag der SRG.